Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Das ist der Satz zum 2. Advent. Mit dem heiße ich euch alle ganz herzlich willkommen zum heutigen Vitamin 11 Gottesdienst. Schauen und warten, das ist eine Seite vom Advent. Und die andere das Kommen. Schön sind ihr gekommen, dass es Platz hat. Wir dürfen nur 50 Gäste haben, aber es hat gelangt, dass alle, die wollen, kommen können. Und so feiern wir hier miteinander. Kommen und warten. Die Spannungen vom Leben, die Spannung vom Advent. Die Mönche haben gesagt, beten und arbeiten. Und die Brüder von Tessé, Kampf und Kontemplation. Und dass wir den Gottesdienst feiern können, war feierlich ein Kampf gewesen. Der Kampf, der hat schon vor der Sommerferien angefangen. Der Kontakt mit dem Frauenchor, der Ulrika Mesarosch und dem Programmteam, das sie haben. Wir haben schon früh Lieder gesucht. Sie haben gewichtige Jazzlieder ausgesucht, haben eine Jazzpianistin, Noemi Scher, engagiert und sich gefreut, hier diese Werke zu singen. Und wie vielen anderen hat Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht. 90 von 100 Chöre, von denen hätte ich jetzt einfach ein Mail bekommen. Corona, wir kommen dann nicht. Der Frauenchor Strengelbach ist anders. Da habe ich ein Mail bekommen, wir dürfen ja nicht singen, können wir anders mithelfen, vielleicht die Lieder anders vortragen. Und die Einladung zu einer Videokonferenz, und dann haben wir das so wieder eingefädelt, dass jetzt Lieder vorkommen in dem Gottesdienst, vorgetragen von Frauen vom Frauenchor und begleitet von der Noemi Scher am Klavier. Und wir haben das Vitamin 11 Team, das auch coronamässig ein bisschen dezimiert ist, sonst wäre ich jetzt auch nicht da vorne. Und die haben eine Szene vorbereitet. Ich freue mich drauf. Eine Szene aus der Literatur. Da geht es auch ums Warten und ums Hoffen und um etwas doch auch machen. Dann heisst ich die willkommen, die vielleicht daheim zuschauen. Ums Mischpult herum hat es eine Gruppe um Beat Maurer herum, Techniker, der Andi von Esch, der Joel Guggisberg ist da, Remo. Und wir sind am Üben, um den Gottesdienst auch zu übertragen als Videostream. Und so begrüße ich, wenn es Leute in der Stube hat, die im Pyjama auf dem Couch liegen und da zuschauen. Und die sollen doch so gut sein und unten vielleicht auch mal einen Kommentar reinschreiben. Ich bin nicht sicher, ob der wieder bis zu uns kommt, aber irgendwie ihre Teilnahme vielleicht so bekunden oder ein Anliegen aufschreiben. Aber ihr seid auch herzlich willkommen. Genau. Lieder, das Lob von Gott, das gehört jetzt in den Gottesdienst und das ist jetzt das erste Loblied. Großer Gott, wir loben dich. Herr, wir preisen deine Stärke. Vor dir neigt die Erde sich und bewundert deine Werke. Wie du warst vor aller Zeit, so bleibst du in Ewigkeit. Alles, was dich preisen kann, Cherubim und Seraphinen, stimmen dir ein Loblied an. Alle Engel, die dir dienen, rufen dir stets ohne Ruhe, heilig, heilig, heilig zu.
Und so beten wir. Gott, wir loben dich. Wir danken dir fürs Leben. Fürs Leben, trotz allem. Wir danken dir, können wir feiern miteinander, trotz der Schwierigkeiten von dieser Corona-Zeit. Und wir danken dir für den Advent, die Zeit von der Erwartung, dass du kommst. Mach uns parat, gib uns offene Ohren, offene Augen, offene Herzen. Hilf uns, deine Bote zu hören und zu sehen und sie aufzunehmen. Hilf uns, die Botschaft zu hören, die dort mal die Engel gehört haben. Und diese Botschaft gilt auch uns. Hilf uns, dass wir ihr Loblied aufnehmen können und mit unserem Leben weitertragen. Glory to God, glory to God, glory to God in the highest heaven, glory to God, and peace to God's people on earth. Ehre sei Gott, Ehre sei Gott, Ehre sei Gott in der Höhe, Ehre sei Gott. Ehre sei Gott und Friede den Menschen auf Erden. Glory to God, glory to God, glory to God in the highest heaven. Glory to God, peace to God's people on earth. Amen. Das Lied hat schon den Gesang der Engel über den Feldern von Bethlehem an der Weihnacht aufgenommen. Aber es ist ja gar noch nicht so weit. Maria und Josef sind noch vor der Stadttor von Bethlehem. Das können sie wahrscheinlich nicht mehr verfehlen. Aber Bethlehem steht auch für den Ort, wo Gott Mensch geworden ist. Der Ort, wo er uns näher gekommen ist. Wo sich Gott zeigt. Wo ist das? Ein neues Weihnachtslied stellt Fragen und sucht nach Antworten. Sage, wo ist Bethlehem? Wo die Krippe? Wo der Stall? Musst nur sehen, musst nur gehen, Bethlehem ist überall. Sage, wo ist Bethlehem? Komm doch mit, ich zeige es dir. Musst nur sehen, musst nur gehen. Bethlehem ist jetzt und hier. Wo ist Bethlehem? Wo ist der Ort, wo Gott uns begegnet? Ein Schuhmacher hat sich diese Frage auch gestellt. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht, am falschen Ort. Hineingehen. Der Schuhmacher ist beschrieben worden vom Tolstoi, einem russischen Schriftsteller, der vor fast 200 Jahren gelebt hat. 1828 bis 1910. Und man merkt dieser Geschichte an, dass sie etwa vor 150 Jahren
aufgeschrieben worden ist. Und wir haben ein paar von seinen russischen Besonderheiten beibehalten. Zum Beispiel, dass sich Menschen mit Brüderchen oder Väterchen anreden. Aber der Tolstoi, er erzählt so schön, anschaulich. Hören Sie doch selber und schauen Sie, was da passiert. In einer Stadt lebte ein Schuster, der hieß Martin Avdietsch. Er wohnte im Keller in einem einfenstrigen Stübchen. Das Fenster ging auf die Straße. Durch das Fenster konnte man die Leute vorübergehen sehen. Es waren zwar nur die Füße zu sehen, aber Martin erkannte die Leute an den Stiefeln. Er lebte schon lange am selben Ort und hatte viele Bekannte. Es gab kaum ein Paar Stiefel in diesem Teil der Vorstadt, das er nicht ein- oder zweimal in seinen Händen gehabt hätte. Und oft sah er durch das Fenster seiner Hände Werk. Frühmorgens setzte er sich an die Arbeit. Nach vollbrachtem Tagewerk aber nimmt er das Wandlämpchen vom Haken, stellt es auf den Tisch, holt das Buch, das Neue Testament vom Wandbrett, schlägt es auf und setzt sich zum Lesen nieder. Und je mehr er liest, umso mehr versteht er und umso klarer und heiterer wird es in seinem Herzen. Einst geschah es, dass Martin bis spät in die Nacht über dem Buche saß. Da kam er bis zur Stelle, wo der reiche Pharisäer den Herrn zu sich zu Gaste bat und las, wie die arme Sünderin ihm die Füße salbte und sie mit ihren Tränen wusch und wie der Herr sie rechtfertigte. Martin las diese Verse und dachte, offenbar war der Pharisäer so einer wie ich. Auch ich habe nur an mich selbst gedacht, dass ich mein Gläschen Tee trinken, im Warmen sitzen und es mir gut sein lassen kann. An einen Gast aber habe ich gar nicht gedacht. Wer aber ist der Gast? Der Herr selbst? Wenn er zu mir käme, würde ich wohl so handeln wie die Sünderin? Und Martin stützte den Kopf auf beide Hände und merkte nicht, dass er einschlummerte. Martin, klang es plötzlich wie ein Hauch an sein Ohr. Martin fuhr auf und fragte, wer ist da? Er wandte sich um und blickte nach der Tür. Niemand war da. Da schlummerte er wieder ein. Plötzlich hörte er ganz deutlich, Martin, aber Martin, sieh morgen auf die Straße hinaus, ich werde kommen. Martin erwachte, stand auf, rieb sich die Augen. Er wusste selbst nicht, ob er jene Worte im Wachen oder im Traume gehört hatte. Er drehte die Lampe aus und legte sich schlafen. Am anderen Morgen erhob sich Martin vor Tagesanbruch, betete, heizte den Ofen an, setzte Sauerkrautsuppe ans Feuer, band seine Schürze fester um und setzte sich ans Fenster zur Arbeit. So sitzt er da und arbeitet und denkt unaufhörlich an das, was gestern Abend geschehen ist. Bald glaubt er, er habe geträumt. Bald
dass er die Stimme wirklich gehört habe. Sobald aber jemand in Stiefeln vorübergeht, die er nicht kennt, beugt er sich vor und schaut zum Fenster hinaus, um nicht nur die Füße, sondern auch das Gesicht zu sehen. Dann aber erschien vor dem Fenster ein alter Soldat. Er hatte alte, geflickte Filzstiefel an und hielt eine Schneeschaufel in der Hand. Martin erkannte ihn an den Filzstiefeln. Der Alte hieß Stepanitsch. Er begann gerade vor Martins Fenster den Schnee wegzuschaufeln. Martin sah ihm eine Weile zu und nahm dann seine Arbeit wieder auf. »Mir scheint, ich bin vor Alter verrückt geworden«, spottete er über sich selbst. Stepanitsch schaufelt den Schnee fort. »Ich aber bilde mir ein, Christus komme zu mir. Ganz verrückt bin ich geworden, ich alter Graukopf.« Aber kaum hat er 10 Stiche gemacht, so zog es ihn schon wieder ans Fenster. Er schaut abermals hinaus und sieht, Stepanitsch hat die Schaufel an die Mauer gelehnt und steht da, sich wärmend oder erholend. Er ist ein alter, müder Mann, denkt Martin, hat nicht einmal Kraft genug zum Schneeschaufeln. Sollte ich ihm nicht ein Gläschen Tee geben? Martin goss heißes Wasser über den Tee in der Teekanne und klopfte mit dem Finger an die Scheibe. Stepanitsch drehte sich um und trat ans Fenster. Martin winkte ihm und ging die Tür öffnen. »Komm herein und wärm dich ein bisschen«, sagt er. »Bist wohl ganz erfroren, was?« »Gott steh mir bei«, antwortet Stepanitsch. »Alle Knochen tun mir weh.« Dabei trat er ein, schüttelte den Schnee ab und begann die Stiefel abzureiben, um auf dem Fußboden keine Spuren zu hinterlassen. Er wankte vor Müdigkeit. »Lass doch«, sagte Martin, »ich werd schon aufwischen, das ist meine Sache. Komm, setz dich an den Tisch und trink ein Gläschen Tee.« Und Martin füllte 2 Gläser und schob eines dem Gast hin. Stepanitsch leerte sein Glas in einem Zug und fing an, sich zu bedanken. Man merkte es ihm aber an, dass er gern noch mehr getrunken hätte. »Trink doch noch«, sagt Martin und schenkt sich und dem Gast noch ein Glas ein. Er trinkt seinen Tee, blickt dabei aber immer wieder auf die Straße. »Erwartest du jemand?« fragt der andere. »Ob ich jemand erwarte, ich schäme fast zu sagen, wen ich erwarte. Ich warte und warte auch wieder nicht. Mir ist da ein Wort ins Herz gedrungen. Vielleicht war es eine Vision oder sowas. Ich weiß es selbst nicht. Siehst du, Brüderchen, ich las gestern das Evangelium von Christus, wie er gelitten hat, wie er auf Erden gewandelt ist. Hast doch davon gehört, was?« »Freilich, freilich«, erwiderte Stepanitsch, »gehört wohl, aber unser Seins ist ungebildet und kann nicht lesen.« Ich schlummerte also ein, Brüderchen, und hör plötzlich, es ruft mich jemand beim Namen. Ich richte mich auf und hör jemand flüstern. »Warte auf mich, morgen komm ich zu dir.« Und so war's 2-mal. Stepanitsch wiegte den Kopf hin und her und sagte nichts, leerte sein Glas und drehte es um, aber Martin stellte es wieder auf und füllte es von Neuem. »Trink zur Gesundheit, ich denk so, als der Herr noch auf Erden wandelte, verachtete er doch niemand und verkehrte zumeist mit schlichten Leuten.« »Hab Dank, Martin Avdejitsch«, sagte er, »du hast mich bewirtet, du hast meinem Leib und meiner Seele gut getan.« »Bitte, du bist immer willkommen«, erwiderte Martin.
Komm bald wieder einmal. Ich freue mich auf deinen Besuch. Stepanitsch ging fort. Martin aber goss den Rest des Tees in sein Glas, trank aus, räumte das Geschirr fort und setzte sich wieder ans Fenster zu seiner Arbeit. Er steppt und blickt dabei aber immer wieder zum Fenster hinaus. Er wartet auf den Heiland. Da erschien vor dem Fenster eine Frau in wollenen Strümpfen und Bauernschuhen. Ihre Kleidung ist sehr dünn und schlecht, und Martin hört durchs Fenster, wie das Kind schreit und wie die Mutter es vergebens zu beschwichtigen versucht. Er steht auf, geht hinaus auf die Treppe und ruft: »Was stehst du so in der Kälte mit dem Kindchen? Komm herein in die Stube. In der Wärme wirst du besser mit ihm fertig werden. Hier, herein.« Die Frau wundert sich. Sie folgt ihm die Treppe hinab und ins Zimmer. »Setz dich hierher, nah an den Ofen und wärm dich auf.« Martin holte Brot und einen Teller. Schöpfte Sauerkrautsuppe auf den Teller und sagte: »Iss, ich schaue unterdessen auf das Kind.« Die Frau fing an zu essen und erzählte dabei, wer sie ist und wohin sie will. »Ich bin ein Soldatenweib«, sagt sie. »Mein Mann ist vor bald 8 Monaten weit fortgeschickt worden und ich habe seither nichts mehr von ihm gehört.« Martin seufzte tief auf und fragte: »Und warme Kleidung hast du wohl auch nicht, was?« »Wo sollte ich sie wohl herhaben, mein Lieber? Gestern habe ich mein letztes warmes Tuch verpfändet.« Martin ging zur Wand, wo seine Kleider hingen, suchte ein Weilchen und brachte eine alte Unterjacke zum Vorschein. »Nimm«, sprach er, »wenn's auch ein schlechtes Stück ist, zum Einwickeln des Kleinen wird's doch noch zu gebrauchen sein.« Die Frau sah die Jacke an, sie sah den Alten an, nahm die Jacke und begann zu weinen. Und sie sprach: »Der Heiland segne dich, Großväterchen. Er ist offenbar gewesen, der dich geheißen hat, durchs Fenster zu blicken und mit mir Mitleid zu haben.« Und er erzählte der Frau seinen Traum und wie er eine Stimme gehört, die ihm für heute den Besuch des Herrn versprochen hat. Dann sagt er zu ihr: »Nimm dies um Christi willen.« Und er gab ihr ein Geldstück. »Kannst damit ein Tuch, dein Tuch, einlösen.«
Frau war fort. Martin aß von der Sauerkrautsuppe, räumte den Tisch ab und setzte sich wieder an seine Arbeit. Er arbeitet fleißig, vergisst aber das Fenster nicht. Sobald sich ein Schatten vor dem Fenster zeigt, blickt er sofort hinaus. Es gingen Bekannte vorbei und Fremde und nichts Besonderes geschah. Jetzt sieht Martin aber, dass gerade vor seinem Fenster eine alte Marktfrau stehen bleibt. Sie trägt einen Korb aus Birkenrinde mit Äpfeln. Unterdessen kommt ein Junge mit zerrissener Mütze. Er greift einen Apfel und will weiter. Die Alte aber packt den Jungen am Ärmel. Der Junge schreit, die Alte schimpft. Martin sprang zur Tür hinaus und die Treppe hinauf. Als er auf die Straße gelaufen kam, zauste die Alte den Jungen gerade an den Haaren. Der Junge wehrte sich und schrie. Martin trennte die beiden, nahm den Jungen bei der Hand und sagte, »Gib ihn frei. Großmütterchen, verzeih du ihm. Er wird's nicht wieder tun. Lass ihn laufen, um Christi willen.« Die Alte gab den Jungen frei. Der wollte gleich davon, aber Martin hielt ihn zurück. »Bitt die Frau um Verzeihung. Ich habe gesehen, wie du den Apfel genommen hast.« Der Knabe begann zu weinen und bat um Verzeihung. »So ist's recht«, sagte Martin, »und da hast du jetzt einen Apfel, nimm.« Und er hielt dem Knaben einen Apfel hin, indem er der Alten sagte, »Ich bezahl's.« Wie sie nun ihren Korb heben wollte, sprang der Knabe herzu und rief, »Lass ihn mich tragen. Ich habe denselben Weg.« Die Alte nickte mit dem Kopf und überließ dem Knaben den Korb, und sie schritten miteinander die Straße hinab. Am Abend zündete Martin das Lämpchen an und begann wieder zu arbeiten. Dann schließlich legte er sein Werkzeug fort, nahm die Lampe, stellte sie auf den Tisch und holte das Neue Testament vom Wandbrett. Und im selben Augenblick erinnerte sich Martin an seinen gestrigen Traum. Kaum aber hatte er daran gedacht, da war es ihm, als rühre sich etwas hinter ihm, als gehe jemand hin und her. Er dreht sich um und sieht, dort in der dunklen Ecke stehen wirklich Leute. Es stehen Leute da. Er kann aber nicht erkennen, wer sie sind. Und eine Stimme flüstert ihm ins Ohr, »Martin, ach Martin, hast du mich denn nicht erkannt?« »Wen denn?« fragte Martin. »Mich«, erwiderte die Stimme. »Sie, das bin ich.« Und aus der dunklen Ecke trat Stepanik hervor, lächelte und verging wie eine Wolke. Die Stimme an Martins Ohr aber flüsterte, »Auch das bin ich.« Und aus der dunklen Ecke trat das arme Weib mit dem Säugling. Das Weib lächelte, das Kindchen lachte und beide verschwanden.
Auch das bin ich, sprach die Stimme, und aus der Ecke trat das alte Marktweib und der Junge mit dem Apfel. Beide lächelten Martin an und verschwanden. Da wurde es Martin so fröhlich ums Herz. Er bekreuzigte sich, setzte die Brille auf und begann zu lesen, da wo das Buch sich geöffnet hatte. Gleich oben auf der Seite stand: Ich war hungrig und ihr habt mich gespeist. Ich war durstig und ihr habt mich getränkt. Ich war fremd und ihr habt mich beherbergt. Und unten auf der Seite las er: Wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder, einer dieser meiner geringsten Schwestern getan habt, das habt ihr mir getan. Und Martin begriff, dass der Traum ihn nicht getäuscht hatte, dass sein Erlöser heute wirklich zu ihm gekommen war und dass er den Herrn empfangen hatte. Sage, wo ist Bethlehem? Liegt es 1000 Jahre weit? Musst nur gehen, musst nur sehen. Bethlehem ist jederzeit. Sage, wo ist die Krippe? Wo ist Bethlehem? Wo ist die Krippe? Wo der Stall? Musst nur gehen, musst nur sehen. Bethlehem ist überall. Dürft ihr auch einen Applaus geben für das Spiel und alles. Sage, wo ist Bethlehem? Das Lied nach einem Gedicht von Rudolf Otto Wiemer. Das Bethlehem, wo wir kennen aus der Weihnachtsgeschichte. Das Bethlehem, wo Jesus geboren ist. Das Kind, das von Gott gekommen ist. Wo der Himmel die Erde berührt hat. Finden wir den Ort? Maria und Josef sind unterwegs dorthin. Sie sind schon ziemlich nahe, sie sehen schon Schild über der Stadt. Den Weg verfehlen sie wahrscheinlich nicht mehr. Ob sie unterwegs haben müssen fragen, ich weiß es nicht. Aber sie haben andere Fragen gehabt. Ein Kind, geheimnisvoll. Maria, was soll sie als so junge Mutter? Der Josef,
Was soll er mit einer Frau, die schwanger ist und er weiß nichts von dem Kind? Er hat sich schon Gedanken gemacht, um davon zu gehen, macht es aber nicht. Sie sind zusammen auf dem Weg. Für uns gibt es andere Fragen. Wo ist Bethlehem? Ist das 1000 Jahre weiter weg oder länger? 2000? Wo ist es in der Adventszeit 2020? Wo ist der Ort, wo wir Gott begegnen können, wo Gott näher kommt? Ein Ort, wo wir Geborgenheit finden, Frieden, Halt, Zuversicht. Wir wünschen uns doch so einen Ort, nicht nur der Schuhmacher Martin. Wir alle haben Herausforderungen, Schwieriges im Leben, Fragen, die nicht aufgehen. Warum ist mir das passiert? Warum habe ich nur diese Dummheit gemacht? Der Tolstoi schreibt vom Schuhmacher, dass er viel Trauer hatte in seinem Leben. Die älteren Kinder sind früh gestorben, seine Frau auch. Und dann war er eine Zeit lang mit dem Jüngsten gewesen, aber das hat auch Fieber bekommen und ist nach kurzer Krankheit gestorben. Und so ist er alleine und er hatte einen Moment gehabt, wo er nicht mehr leben konnte. Sein Leben hatte keinen Sinn mehr gehabt. Am liebsten wäre er auch davon. Und dann ist ein Pilger bei ihm vorbeigekommen. Und der hat ihm den Rat gegeben, er soll im Neuen Testament lesen. Und ich weiß nicht, wie es rausgekommen wäre, wenn der Martin das seither nicht gemacht hat. Er hat einen Halt gefunden, trotz allem Schweren. Und jeden Abend in seinem Buch gelesen. Und so hat er zur Nacht die Stimme gehört. Er komme zu ihm, Gott selber, Jesus der Heiland. Und so schaut er raus aus seinem Kellerfenster. Und er weiss auch wenn, nicht 1000 Jahre oder so, sondern morgen am nächsten Tag. Und darum ist er gespannt und schaut und passt ab. Kommt gar nicht recht zum Arbeiten. Aber er merkt nichts. Es ist ein Tag, wie jeden anderen auch. Ganz gewöhnliche Leute, die vorbeigehen. Sag mir, wo ist Bethlehem? In Bethlehem, da hat es einen riesen Volksauflauf gegeben. Ich weiß nicht, ob das wegen dieser Zählung ist. Auf jeden Fall hat es unglaublich viele Leute dort. Das richtiges Gedränge. Absolut nicht Corona-konform verhalten sie sich dort. Wenn die sich noch nicht anstecken. Wenn Bethlehem noch nicht zu einem Corona-Hotspot wird. Sonst wird es dann sicher nichts mit der Israel-Reise von der Zofiger Kirchengemeinde. Die wollen nämlich genau in Bethlehem übernachten. Und in Bethlehem, da wird geschafft. Ein Markt, wie jeder Markt. Auf Deutsch heisst Bethlehem Haus vom Brot. Und es gibt alles, was man zum Brotbacken braucht. Und noch viel mehr. Die Händler machen ihre Sachen gut. Sie haben ein riesiges Sortiment, sauber, anmächerlich ausgestellt. Gehen Sie nur mal schauen. Dort, in Bethlehem. Es lohnt sich, reinzuschauen. Und ich habe gehört sagen, die Volksmenge sei nur möglich geworden, weil ein paar Könige parat waren, ihre Krone abzulegen und sich unter das gewöhnliche Volk zu mischen. Vielleicht merken Sie noch, wer das in seiner Vergangenheit eine königliche Geschichte hinter sich hat. Und es gibt da ganz einen guten Händler, den Mandelhändler. Gestern Nachmittag, da ist ihm ein Mandel gestohlen worden von einem frechen Besucher hier in der Kirche. Er hat sich aber gar nicht gewehrt oder geschrauen wie die Mädfrau vorher. Er hat sogar freundlich gelächelt. Und der freundlich, sanftmütige Händler ist es. Aber einer, der sein Geschäft schon versteht. Man sieht das in einer Auslage. Der Diebstahl, den hat er einfach unter Werbeauslagen abgebucht. Vom Schuhmacher Martin erzählt der Tolstoi übrigens auch, dass der gute Arbeit gemacht hat. Handwerklich gut, aber auch menschlich gut. Er sei zuverlässig gewesen. Und wenn er viel Arbeit hatte, hat er nicht ein falsches Versprechen gemacht und gesagt, es sei morgen fertig, wenn er doch eine Woche gebraucht hat. Aber der Martin war nicht nur ein vorbildlicher Handwerker und Mensch gewesen, er war auch ein Sucher gewesen. Er hat Gott gesucht. Er hat im Evangelium gelesen. Und wie das beim Mandel-, Gewürz- und Getreideverkäufer ist, weiss ich nicht.
In der Bibel wird von wenigen erzählt, die in Bethlehem überhaupt etwas gemerkt haben, dass da etwas Göttliches passiert ist, dass da eine andere Dimension in die Welt gekommen ist. Die allerwenigsten haben es gemerkt, dass in ihrer Stadt Engel gesungen haben und eine Botschaft erzählt haben, dass Gott in die Welt gekommen ist. Die Meerbesucher merken nichts. Niemand achtet auf die Engelgruppen im Hintergrund. Niemand merkt, dass die von Gott kommen und Segen bringen wollen. Dem Schuhmacher sind die Augen aufgegangen, aber erst am Abend. Erst da hat er gemerkt, dass die gewöhnlichen Besucher von Gott geschickt sind und dass in diesen ganz gewöhnlichen Leuten Gott selber bei ihm auf Besuch gekommen ist. Da, wo er das Evangelium aufschlägt und liest, wie Jesus sagt, was ihr einem von diesen meiner geringsten Brüder getan habt, was ihr einer von diesen meinen geringsten Schwestern getan habt, das habt ihr mir getan. Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. So heißt der Wochenspruch zum 2. Advent. Es ist ein Spruch von der Hoffnung, die Hoffnung vom Advent. Die Hoffnung, dass Gott in unser Leben hineinkommt und wir mit der Geschichte vom Schuhmacher auch reingenommen werden. Wir haben gehört, Gott kommt überraschend, da wo wir es nicht denken würden. Und darum sollen wir aufschauen und offen sein für seine Überraschungen. Amen. In der vorletzten Woche haben wir hier im Kirchenkreis von 2 Männern Abschied genommen. 2 Männer, die regelmäßig hier bei uns in der Kirche ein- und ausgegangen sind. Ich bitte alle, die können, zu der Abkündigung und zum Gebet anschliessend aufzustehen. Am Dienstag vor einer Woche haben wir Abschied genommen von Walter Stalder, einem Mann von der Marisette Stalder. Er hat am Längmattweg 9 gewohnt, ist im 83. Lebensjahr gestorben. Lobe den Herrn, meine Seele. Barmherzig und gnädig ist der Herr, langmütig und reich an Güte. Und dann am Donnerstag vom Ernst Zimmerli, hat Mattenweg 13 verwitwet, der Partner von der Edith Züger,
Er ist im 87. Lebensjahr gestorben. Jesus sagt, euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wir wünschen euch als Angehörige Kraft und Trost und den Segen von Gott. Und wir wollen auch euch in unser Gebet einschliessen. Gott, so bitten wir dich für die beiden Familien, die vom Partner, vom Vater, vom Grossvater haben müssen Abschied nehmen. Wir bitten für alle Menschen, die traurig sind, wo eine Leere da ist, weil Menschen fehlen. Menschen, die das jetzt auch besonders spüren, in dieser Zeit, wo man zurückgezogen sein soll, wo man Abstand halten soll. Lass du sie gleich Menschen finden, die treu an ihrer Seite stehen. Lass sie Mut finden. Schenk, dass sie doch immer wieder auch Frieden erfahren. Kind, noch im Schlafe der Nacht, ehe der Morgen erwacht, kommst du in das schweigende All, Kriegsgewalt und Verfall. Heiland heißt du. Friedenskind, auf den Weg in den Wind, da, wo Mordwaffen sind, kommst du, selbst durch Hunger und Schmerz und ein hasskaltes Herz, trägst einen Traum. Und wir bitten für alle Menschen, die Krieg erfahren, die in verrissenen Situationen leben, die keine gute Zukunft vor ihnen ist, nicht wissen, wie sie sich ernähren können, nicht wissen, wie sie sich kleiden können, nicht wissen, wie sie sich schützen können. Lass du sie Ort finden, wo sie geschützt sind. Lass sie das Nötige zum Leben finden. Lass sie etwas von deiner Güte, von deinem Verbarmen erfinden. Und wir bitten, lass du sie auch Frieden erfahren. Friedenskind in die schlafende Nacht und den Kampf um die Macht, komm nun, bring den Traum neu zur Welt, der die Hoffnung erhält. Gottes Shalom. Amen. Die Kollekte vom Gottesdienst, die geht nach Israel, ins Friedensdorf Neve Shalom, Oase vom Frieden. Es ist ein Ort, wo Kinder geschult werden, Kinder von jüdischen, aber auch von arabischen Familien. Ein Ort, wo es auch Friedensschulungen gibt, Umgang mit Konflikt, auch für Erwachsene. Eine Oase vom Frieden. Ich danke euch, wenn ihr das Werk unterstützt. Am Donnerstag ist Seniorennachmittag. Viele glauben das nicht, aber wir können Seniorennachmittag machen. Im Saal haben wir Platz, können wir Abstand haben. Hoffentlich können wir in den Saal, sonst sind wir dann vielleicht in der Kirche, weil dort werden neue Lampen montiert. Allenfalls mit ganz neuem Licht könnte man sich dort treffen. Schüler dürfen nicht singen und darum ist das Programm ein bisschen verändert. Es
gibt ein stimmungsvolles Video zur Weihnachtszeit, eine Weihnachtsgeschichte, ein Mitbringsel, das unsere Sigristin und Konditorin allen vorbereitet sind. Herzlich willkommen zu einem Adventsnachmittag, jetzt auch in dieser Corona-Zeit. Heute in einer Woche wäre Gemeindeweihnacht und sie ist auch Gemeindeweihnacht einfach anders. Sie findet zu einer ganzen Zeitbereich statt. Man kann kommen und gehen und kommt dort einen Bausatz über für eine Weihnachtsfeier daheim. Kommt das holen und ihr kommt etwas über, das ihr daheim als alleinstehende Person oder als Familie könnt Weihnacht feiern damit. Die Weihnachtsgottesdienst selber, da sind wir noch in gewissen Unsicherheiten. Die 50er-Zahl, die gilt weiterhin. Für die meisten Gottesdienste muss man sich anmelden. Das kann man auf 2 Arten machen. Über die Homepage ref-zofingen.ch und dann das Bild mit dem Kirchenbank. Da kann man bei dem Bank sich einen Platz oder 2 für seine Familie, 3, 4 reservieren. Es gibt ein Inserat, auch in der Zeitung, wo wir, und bei einzelnen Gottesdiensten gibt es auch eine Möglichkeit, das als Livestream auf dem Computer zu schauen. Da planen wir so ein bisschen Rollen, aber Sie kommen Informationen über in der Zeitung oder auf der Homepage. Was schon sicher ist, der Familiengottesdienst am 24. Der wird als Video gemacht und der hat dann Premiere am 24. Nachmittag am 4 Uhr. Die 4, die von der Christa Steinhauer mit der Konfirmandengruppe vorbereitet wird. Neujahr gibt es keinen Neujahrsmorgen, aber es gibt eine Gesinnung zum neuen Jahr mit einer Geschichte, die für die ganze Familie auch möglich ist, dabei zu sein. Wahrscheinlich auch, um sich von der Geschichte angeregt, auch kreativ zu betätigen. Und dann, Sie haben es gehört, ich glaube, dass die Corona-Situation im Moment in Bethlehem besser ist als bei uns. Wie wir sind, wenn wir auf Israel wetten im nächsten Frühling, dort zuerst 10 Tage in Quarantäne müssten. Und dann wäre unsere Rundreise schon vorbei. Dann ginge wir im Fall nicht. Überlegen Sie sich vielleicht gleich. Wir wissen nicht, ob wir gehen können. Wir würden nur gehen bei einer sicheren Situation. Und wir müssen sich im Januar anmelden. Und vielleicht wären wir dann eine von den allerersten Reisegruppen, die in Israel bestimmt sehr willkommen wäre. Genau, das sind meine Mitteilungen. Ist jemand von meinen Kollegen noch etwas in den Sinn gekommen, wo gefehlt hat oder wo falsch war? Okay. Dann kann ich hauptsächlich danken. Schön all denen, die da mitgeholfen haben, dass das so eine farbige, kreative, vielfältige Feier gegeben hat. Und wir kommen zum Sagen. Ich darf Ihnen den Segen gesprochen weitergeben. Und dann kommt das Segenslied. Wir dürfen ja alle nicht singen, aber Summen unter der Maske, das könnte uns eigentlich niemand verbieten. Das geht auch niemand. Und woher das denn allenfalls ein Ton, eine Summe kommt, das merkt man ja dann auch nicht. Also da wäret ihr eingeladen dazu. Wahrscheinlich kennt ihr die Melodie. Einen guten Sonntag. Geht im Frieden mit dem Segen von Gott. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Hilf, Herr meines Lebens, dass ich nicht vergebens hier auf Erden bin. Hilf, Herr meiner Seele, dass ich dort nicht fehle, wo ich nötig bin.
Shalom Chaverim, Shalom Chaverot, Shalom Shalom, Lehitraot, Lehitraot, Shalom Shalom. Der Frieden des Herrn geleite euch. Shalom Shalom.